Alter, wie geht mir das Intro? Ich habe keine Ahnung mehr. Hallo und herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Auch wenn es für mich gerade komplett weird ist, wieder vor der Kamera zu hocken, weil ich seit 12 Jahren nicht mehr vor der Kamera gehockt bin, weil ich absolut kein YouTube mehr mache. Aber ich habe genau vor einem Jahr Daily YouTube-Videos gemacht und dort war unter anderem ein Video, wo ich jedes Jahr die gleiche Frage beantworte. Und darum kann ich das eigentlich jetzt nicht skippen und wieder jetzt genau die gleiche Frage beantworten wie letztes Jahr. Wie alt bist du momentan? Ich bin momentan 21. Ich bin momentan 22. Wie viele Abonnenten hast du momentan auf Instagram, YouTube und TikTok? Oh mein Gott, das bin ich jetzt richtig gespannt. Auf YouTube habe ich momentan gerade 34.284 Abonnenten. 35.400 Abonnenten. Auf Insta sind es 29.500 Abonnenten. 45.500. Und auf TikTok sind es 251.500 Abonnenten. 271.000. Das schönste Erlebnis dieses Jahr. Ich glaube zum einen zum Beispiel gerade Ferien mit dem Can. Das sind die ersten richtigen Ferien, die wir gemacht haben. Ganz krank sind dann meine beiden Sprachaufenthalte. Zum einen in Montreux, nachher in Lyon. Und ja, jetzt gegen den Schluss des Jahres auch noch der Swiss Influencer Award. Der war für mich auch extrem crazy gewesen. Ich glaube zum einen, dass ich angenommen worden bin mit dem Studium, weil das ist eine echte Geburt gewesen, um sich dort zu bewerben. Und es sind auch wirklich noch 14 Leute angenommen worden. Und darum, also ich habe mich richtig gefreut, als ich dort angenommen worden bin. Zum anderen, dass der Can und ich eine Wohnung in Zürich gefunden haben. Das war auch wirklich eine Geburt gewesen. Und wir haben uns so fest gefreut, als wir die Wohnung bekommen haben. Das war echt crazy gewesen. Und sonst, es hat so viele schöne Erlebnisse gegeben. Also ich habe immer noch mega guten Kontakt mit meinen Lyon-Friends. Ich glaube, ich habe sicher letztes Jahr im Video schon mega darüber geredet. Und das Frauenfeld war auch absolut das Highlight gewesen. Ich habe mega viele coole Leute kennengelernt. Das war ultra geile Stimmung gewesen. Ich habe den Gaso persönlich getroffen und der Can hat einen Auftritt gehabt. Also das war richtig geil gewesen. Was hast du dieses Jahr gelernt? Auf jeden Fall sehr viel Französisch. Das war mein Sprachaufenthalt gewesen. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe das Jahr auch das erste Mal so richtig das Thema Geld und Steuern und alles angeschaut. Also als ich im Gimmick war, hat mir das halt logischerweise nicht so gejuckt. Aber ich habe so ein paar Sachen gelernt, die so ein bisschen mein Mindset verändert hat. Zum Beispiel, dass beim ersten Eindruck viel wichtiger ist, dass man sympathisch wirkt und herzlich und fröhlich, als dass man jetzt irgendwie mega hübsch aussieht und perfekt gestylt ist. So. Genau. Also zum einen Französisch. Ich war 7 Wochen am Sprachaufenthalt. Ich habe sehr viel über das Ausziehen und Wohnung und alles mögliche haushaltmäßig sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man einen Podcast macht. Ich habe das Jahr einen Podcast angefangen und ich habe vorher gar keine Ahnung von dem. Und das hat mir auch mehr Angst gemacht, weil ich so dachte, oh mein Gott, musst du Mikrofon und all das kaufen und ich habe keinen Plan von dem Ganzen. Und ich habe allgemein sehr viele Sachen halt obviously über das Equipment und Storytelling-mäßig halt alles gelernt, einfach wegen meinem Studium. Ja, vom Persönlichen würde ich sagen, ich habe sehr gelernt, allein zu sein, dass mir das mega Spass macht und dass mir das mega gut tut. Ich habe vorher immer so ein bisschen gedacht, ja, ich bin mega extrovert und ich will nicht allein sein, ich will, dass immer etwas läuft. Und als ich in Montreux war, im Sprachaufenthalt, dort bin ich wirklich mega oft allein gewesen. Es klingt jetzt mega kitschig, aber ich hatte Zeit, um mich selber auch ein bisschen mehr kennenlernen. Ich bin mega oft einfach allein spazieren, allein einfach mal da geguckt oder irgendwie sonst etwas gemacht. Oder sonst Sachen in der Öffentlichkeit, also mal allein shoppen, allein essen. Das sind Sachen, die ich vorher niemals mich getraut hätte zu machen, weil ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, alle schauen mich jetzt an und denken, ich habe keine Friends. Und jetzt, ich genieße das viel mehr irgendwie und ich habe das Gefühl, das habe ich wirklich sehr gelernt. Was macht dich glücklich? Momentan liebe ich es, Erinnerungen sammeln, Sachen erleben mit Freunden und allgemein Menschen, die mir wichtig sind. Ich habe es am liebsten, wenn mein Kalender voll ist mit Terminen und Events und Sachen, die ich erleben kann und mit Leuten, die ich abgemacht habe. Jetzt kommt etwas, was ich wahrscheinlich selber von einem Jahr nie von mir gedacht hätte, und zwar Französisch lernen macht mir wirklich momentan mega Spass. Also ich schaue privat auch YouTube-Videos, höre französische Musik, lerne ab und zu Wokis, lese französische Bücher, Film, whatever. Also es macht mir richtig Spass, falls wir das lernen. Mein Job macht mich momentan auch sehr glücklich. Ich liebe es zum Beispiel, die Daily Videos machen, zu hustlen, vor der Kamera zu stehen, all das. Ich finde das ultra nice und ich enjoy das mega fest. Oh. Zum einen der Can. Also ich hatte zuerst Angst, dass wir zusammenziehen, dass wir einander ein bisschen auf den Sack gehen. Aber ich muss sagen, es macht mich mega happy, einfach heimzukommen, überwartet auf einem, viel Zeit miteinander verbringen, viel Gespräche miteinander haben. Oder einfach mal zusammen eine Serie schauen und ich merke, dass mich das ultra happy macht. Dann Sachen unternehmen mit meinen Leo-Friends, die ich letztes Jahr im Sprachaufenthalt kennengelernt habe. Ich muss sagen, wir sind uns dieses Jahr irgendwie noch viel mehr näher gekommen als vorher schon. Und wir sehen uns mega oft, wir machen mega viel und ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich sie sehe, das gibt mir so viel Energie und macht mich irgendwie wirklich mega happy. Und sonst einfach mal einen freien Abend, wo ich keinen Stress habe oder irgendwie nichts gerade muss im Kopf haben oder muss machen, sondern einfach kann chillen und irgendwie einen Film schauen oder irgendwie so etwas. Das macht mich sehr happy. Und am besten noch irgendwas essen. Was ist momentan dein Beziehungsstatus? Obviously bin ich momentan in einer Beziehung sehr glücklich. Ich bin gespannt, wie ich die Frage nächste wird beantworten. Ich hoffe natürlich immer noch gleich. Ich bin immer noch in einer Beziehung mit Can, nur ist der Unterschied jetzt, dass wir halt zusammen wohnen.
Was beschäftigt dich momentan? Zum einen so ein bisschen Zukunft, Studium und so. Also ich bin jetzt am Überlegen, ob ich will studieren. Ich werde mich auch an der ZHDK dann bewerben und hoffe, dass ich natürlich angenommen werde. Aber natürlich weiss ich das nicht fix und ich weiss auch noch nicht 100%, ob ich jetzt das wirklich will, weil ich vielleicht auch Angst habe, dass ich dann einen Teil von Social Media aufgeben muss, weil ich dann vielleicht keine Zeit mehr habe, aber das will ich eigentlich nicht. Ich will sagen Stress, also gleichzeitig Social Media machen und Studium. Ich will irgendwie alles machen und das ist echt anstrengend, weil ich weiss, ich kann nicht alles machen und ich muss halt gewisse Sachen dann schleifen lassen, sage ich mal, und das ist echt mühsam. Also gerade zum Beispiel YouTube kann ich viel weniger machen als im Studium, weil ich halt einfach viel mehr zu tun habe jetzt und ein YouTube-Video halt einfach viel mehr aufwendiger ist, als jetzt einfach einen Podcast aufnehmen oder ein TikTok drehen oder so. Darum ist es eigentlich momentan der Stress. Also ich merke jetzt zum Beispiel, ich muss in diesen Ferien noch so viel machen und es stresst mich die ganze Zeit und gleichzeitig muss ich auch noch Geld nebenbei verdienen mit Kooperationen und allem. Also es ist wirklich einfach sehr stressig. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie muss ich das nächste Jahr ein bisschen anders regeln, glaube ich. Was ist momentan dein Lieblingskleidungsstück? Boah, ich liebe die Frage, weil ich habe das Gefühl, das wird jedes Jahr komplett anders sein. Momentan liebe ich so breite Low-Waist-Cargo-Hosen. Also solche mit so Taschen da. Oh, ich liebe es einfach. Ich habe so viele von diesen Hosen. Und auch so die Bucket-Bags dahin, also die kleinen Taschen, die liebe ich momentan auch mega fest. Jetzt so ganz spontan gesagt, würde ich sagen, so dünne Schal. Irgendwie fühle ich das. Und einfach allgemein so ein bisschen der 2000er-Style. Irgendwie, ich würde sagen, das ist so ein bisschen 2000er Shirt. Und sonst, ich finde Sterne geil und Playboy Bunnies, alles mit Sterne und alles mit Playboy Bunnies ist echt nice. Was hörst du zurzeit für Musik? Boah, jetzt gerade aktuell höre ich extrem viel französische Musik. Zum einen vom Gazo, der kommt aus Frauenfeld, da freue ich mich auch mega fest. Ja, und allgemein sonst französische Musik. Ich habe so eine Playlist, die ich gerade momentan in Dauerschleife höre. Und mein Lieblingslied momentan, würde ich sagen, ist «Die» vom Gazo. Ja, finde ich sehr, sehr nice. Erinnert mich auch so ein bisschen an den Sprachaufenthalt von Lyon. Kann ich viel schon halb auswendig. Ist wirklich ein ultra nice Lied. Oh, Musik ist ein schwieriges Thema. Ich schwöre so, ich habe momentan keinen richtigen Musikstil. Ich höre alles und nichts. Von French Rap zu Deutsch Rap zu TikTok Trends Musik. Aber ich glaube am meisten würde ich schon sagen Französisch Rap. Oh, Lieblingslied. Lustigerweise ist es auch wieder ein Lied vom Gazo. Und zwar Casanova. Das ist echt so ein geiles Lied, das könnt ihr auch wieder immer rauf und runter hören. Mit was sollte ich aufhören? Boah, zum einen Energy Drinks trinken. Seit dem Monat, wo ich Daily Videos mache, trinke ich so viel am Tag, einfach weil ich muss wach bleiben und funktionieren. Und auch so viel Geld ausgeben, das ist auch ganz schlimm. Darum ja, es wäre gut, wenn ich lieber aufhören, so viel Geld auszugeben. Knacksen, ich tue mich die ganze Zeit knacksen, ich habe das Gefühl, ich habe langsam einen Rückenweh. Ich sollte mehr Wasser trinken, sollte mehr YouTube machen. Keine Ahnung, fällt mir gerade nicht spontan mega ein irgendwie. Was sind meine Ziele fürs nächste Jahr? Zum einen mehr Sport machen. Seit ich nicht mehr im Gimmi bin, mache ich eigentlich gar keinen Sport mehr und ich habe eigentlich vor, zum Beispiel mich im Gym anmelden und dort etwas machen. Ich hätte auch hure Lust, um wieder mit Tanzen anfangen oder Volleyball. Ja, einfach wieder so ein bisschen aktiver sein, etwas machen. Ja, scheiß drauf, habe ich absolut erreicht, bin ja nächstes Jahr nicht erreichen, darum. Dann ein Bauchnabelpiercing stechen. Ich weiss nicht, ob ich es in einem Jahr dann noch nice würde finden, aber momentan finde ich das mega geil. Aber ich getraue mich noch nicht so. Nee, zum Glück habe ich keins gemacht. Gar keinen Bock mehr. Dann Französisch weiterhin lernen. Mein Ziel irgendwann ist, das mal komplett flüssig zu reden, als wäre es meine Muttersprache. Das habe ich erreicht, immerhin. Ich war ja eben im Sprachaufenthalt, habe auch sonst sehr viel französische Filme etc. geschaut. Und ich habe auch in Zukunft davor, um nochmal in den Sprachaufenthalt zu gehen. Dann meine Studiumsaufnahmen schaffen. Habe ich geschafft, ja! Also, zum einen natürlich wieder mehr YouTube-Videos machen. Das finde ich richtig nice, das würde ich richtig cool finden. Ich will anfangen, mehr hilfsbereit zu sein. Das sind jetzt im ersten Mal mega blöd, aber so, gerade wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit bin, irgendwie am Zug oder irgendwie so, dann bin ich mega gern unsichtbar. Macht das Sinn? Also, keine Ahnung, und zum Beispiel ein Can, der ist jemand, wenn jemand einen schweren Koffer hat, der fragt, kann er helfen tragen. Und ich bin so, oh mein Gott, ich habe mich niemals getraut, eine Person zu fragen oder helfen oder so, oder keine Ahnung. Und ich finde es eigentlich mega schön, wenn Menschen das können. Genauso einfach Kompliment geben von anderen Menschen und das würde ich echt mehr in Zukunft machen. Ja, vergesst nicht zu kommentieren, ein Like dazulassen und ein Abo, weil nächstes Jahr, also eigentlich das Jahr, kommen wieder ganz viele YouTube-Videos von mir. Ich will eigentlich noch ein Rückblick-Video machen, so wie ich es jedes Jahr mache. Ich weiss allerdings nicht, ob ich Zeit habe, aber ich hätte easy Bock und darum, ja, vielleicht schaffe ich es. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Cool, alter YouTuberin 2016. So, bei 2 Minuten fahren wir dran. God damn! Was ist das, Kollege?